ich doch nachher morgen kommen, was? Kriegen Sie mal vor Ihr Eltern durch. Das macht wohl nötig noch sehen, ne? Na ja, sehen wird ja wissen, was sie tun, ne? Also ich habe das ja nicht gemacht, ne? Erst beschwerte sich über sie die Tramsen und der musste noch die Treppe verehren. Nun stehen Sie mir noch immer im Weg rum, ich hab das doch eilig. Ja, ich ja auch. Am Sonnung hat man so immer allerhand unter Augen, ne? Und Geld geben kann man auch. Geld geben kann man ja nicht. Allein wie ein Schlachter, 8 Mark fertig, ne? Oh. Aber das nützt schon nix. Da schaut jemand immer was auf den Tisch, ne? Naja, und wie Tramsen, da kann ich ja nicht mehr, ne? Ne, da fällt mich ja gar nicht in. So was Heise behandelt hat. Naja, und nebenbei ist sie ja immer Vorpendürer als die anderen, ne? Naja, sonst könnte wohl wirklich so einen dicken Mercedes führen werden. Naja, und dann gönnt so ein Mann sie nicht mal, dass sie er Krommer vermiet, ne? Das ist doch nichts anderes als Neid, ist das. Das stört doch nun wirklich kein, wenn du in der Kammer wohnt, ne? Auch wenn sie all hört, du Knob, Gallis hier hören, der hätte nur noch einen Fernseher kriegen. So. Ja, ich läuft das wenigstens, ne? Die kriegt nämlich jeden umgesäugt, ne? Also mich bloß wo wegen, wie der das muss. Also so viel verdient ich ja auch nicht, wie das Drogenbogen, ne? Naja, das wird sie sich dann wo an jeden absporen. Anders kann ich mir das ja nicht denken, ne? Das geht mir nichts an. Ich kümmere mich nicht um andere Leute. Nee, ich ja auch nicht. Aber wundern muss ich mich ja, ne? Aber ihr scheitert ja auch nicht so genau mit den Vorschienen, ne? Na, wo ist der denn nun eigentlich mit Herrn Öner niedergekommen? Wo den nun gerade... Weiß ich nicht. Wenn Sie bei den Tommy sagt, wenn du Knob Herrn Öner wieder nicht gut schmeckt, ne? Also dann müsst Sie selbst gehen, ne? Was, Herr Fixer? Sie wollten arme, alleinstehende Fluse einfach auf den Grund setzen. Schämt Sie sich wohl nicht, Herr Fixer? Hätten Sie denn vergeben, dass Sie auch mal mit dem Kiep auf dem Nacken von Tür zu Tür laufen sind? Sie nierliche, Herr Fixer, ja. Will ich nicht. Ich muss nur erstmal den Funkmagnut kloppen. Ja, ja, also das schleppt ja Bös rein im Augenblick, ne? Ja. Du wolltest das Gift immer weg, das Dreck ins Hus schleppt. Aber wie sind du denn nun, wenn Also der Flug sind doch tatsächlich bloß wohl von Spitzen, ne? Von ihr der Hand zu hören. Vielen Dank, Geburt. Och, du nicht für, Herr Gern, du, ne? Ja. Bin ich so schuldig? Ach, Herr Brummer, da soll sie doch nichts vergeben, ne? Naja, damit sie sich nie gegenüber nicht verpflichtet fühlt, ne? Dann gibt sie niemand 5 Mark. 5 Mark? Ja. Ja, gern, ne? Bitte. Oh, danke schön. Ja, ja. Aber nötig hat das ja nicht. Also wenn Sie da mal was habt, Herr Brummer, ne, dann senkt Sie mein Blassbescheid, ich spring gern wie, ne? War nicht freundlich von selbst bevor. Oh Gott, na ja, man ist schon nicht ungefährlich, ne? Ja. Auch wenn Sie all hört, Sie muss ja wohl doch ein guter Wohnung, ne? So, warum das denn? Na, wegen den Untermieter da.
Na, das ist doch wohl nicht mehr als richtig, ne? Wo käme ich denn da hin, wenn ich ein Morgen kommt, was das will? Ja. Das hat ja nun nicht nötig, da eine nächste Wohnung zu kündigen. Aber Herr Brummer, ich bitte, Sie haben doch schließlich die Last davon, ne? Ja. Oh, nun hört sie sich das an. Ist das nicht unerhört? Wo das hier doch nicht ist, ne? Ja. Also, Nülis hab ich ja mal lesen. Ja. Da haben Sie ja ein verdonnert. Krach ist Körperverletzungsdünne nur, ja. Wenn schneller, Herr Brummer! Verflucht Sie die Person doch einfach, ne? Sind Sie immer mal nicht bescheiden, ne? Aber töten Sie billig unwehr. Sonst hätte er besser ein Kästchen obstacheln, ne? Man ist sich hier nun schon nicht sicher für Schluderei, ne? Naja, dann tschüss, Herr Brummer, ne? Auf Wiedersehen, Frau Bosch. Und nix gefallen, noch, Herr Brummer. Morgen. Von Heike könnte die Musik beten, Lisa singen. Die kriegt sonst bloß bei der Quagerei den Fuß. Gern zum Klo. Ach, Fräulein, kann die Musik nicht betluden? Ich kann ja gar nichts mehr hören. Das ist doch wohl nicht vor. Herr Brummer, Sie wollen Musik hören? Gestern Morgen? Oh, weten Sie gestern, ja, da werden wir nervös, nicht? So hat halt da auch eine Menge, nicht? Und ich muss mich wie sehr auch entschuldigen, nicht? Bitte schön, als Entschädigung. Vielen Dank, Herr Brummer. Sie können ja richtig nett singen. Und ich denke immer, Sie sind so ein richtigen Brummer. Na, das muckt ja wohl das Wort. Geboren? Tja, der lässt sich immer so grantig gut sehen. Wissen Sie was, der schon sie abnimmt. Meinen Sie? Tja, was schadet uns Stroh, dass du in den Nähe? Das muckt sie doch bloß viel heller, als sie sind. Und so alt sind sie doch noch. Nee, so alt bin ich noch nicht. Schön sehen, um N kriegen wir noch einen Frucht. Meinen Sie? Ja, warum nicht? Die von Süssig ist doch wie kein Öller mehr. Und den Beamten mit Pension, na, da will ich schon noch anbieten. Jo. Fräulein, Heike, Heike. Fräulein Heike, ich bin ja der erste Vorsitzende von Kaninchentochterverein Zimbria, nicht? Und Sie hört ja von doof unseren Silvesterball in der Harmonie. Haben Sie wohl Lust, da auch hinzugehen? Kurt ha ich wohl noch. Jo. Vielen Dank, Herr Brummer. Ja, da gehe ich gern hin. Jo, da ist auch ein große Tombola. Jo. Und dann schaltete Miss Chinchilla wie es waren. Erste Preis ein Pelzmantel, echt Kanin. Kiek an, dann war das schon ein ganz großes Fest, was? Geht ein Neffe auch dahin? Ja, nö, das weiß ich gar nicht. Also sech hätte noch nichts. Ne? Ach ja, ich komme jedenfalls gern. Ich freue mich richtig auf das Fest. Och, Fräulein Heike, ob ich Sie wohl noch um einen Gefallen bitten darf. Na gern. Jo, beten Sie, ich hätte ja so ein Prolog für heute oben, nicht? Ob Sie denn vielleicht mal lesen wollen. Aber gern, Herr Brummer. Mit das allergrößte Vergnügen. Oh, vielen Dank, nicht? Also das ist ja bannig freundlich von Sie, nicht? Na dann, bitte, oben. Jo, ich war einen Platz für Sie frei holen, jo.
Und mucken Sie die Musik ruhig mit Luder. Da muckt mich gar nichts gut. Und Heike, wo hättest du die Musik ja als Wetter so gut angestellt? Das geht nicht mit anderen Lüd im Hus. Ach, Frau Knof, was ist denn nun? Gestern Morgen möchten Sie doch so gern Musik hören. Aber ja, ich wohl, aber der doch. Herrn Brummer, den stört das nicht. Der hätte mir eben Kasten Konfekt geschenkt. Was hätte ich? Als Versöhnungsgeschenk sei hey. Und hey will doch mit ihm gut kommen. Nur kick sie den ollen Koter an. Ach, wissen Sie, so schlecht ist hey gar nicht. Hey kann sogar ganz nett singen. Der? Er mag immer ein Gesicht, als hätte er den ganzen Mund voll sure Mixpickel. Mami hätte hey eben jedenfalls ganz charmant anlächeln. Tja, nun sagt man gar nichts mehr. Man muss dem Mann fühlt ihn bloß zu nehmen, wegen Frau Knof. Na, Vorsicht, Frau Heike. Der Ölstenberg hat des tiefsten Hörn. Na, hey, ist doch das gefährliche Öllerhut, meine ich. Oh, der Haas hat noch mal warme Klober. Keine Angst, Frau Knof. Naja, sie sind ja auch old noch, ne? Der mögt ja wissen, was sie tun. Ich koch uns zum gauen Tass Kaffee, dann kommen sie mal liegt's rüber. Ich hab auch schöne Berliner Backt. Ich komme gleich, Frau Knof. Ja. Ich muss bloß noch eben was schreiben. Ja, ist recht. Die Manzen. Herr Fransen! Was verschafft mir denn die große Erde? Das ist ja mal bloß, weil ich so Unrecht tun heft, nicht? Sehen Sie? Ja, nicht direkt, aber ich will sie ja wieder auf das Stroh setzen. Was, Herr Fransen? Das wäre doch nicht so schlimm. Doch. Das werde ich recht von mir und das muss ich ja bei der Gaut machen. Und darum hab ich auch einen lütten Strus für sie mitgebracht, nicht? Vielen Dank, Herr Fransen. Der verwöhnt mich ja. Ist doch nicht der Rede wert. Aber den Schuh ja eigentlich Frau Knof haben, nicht? Den wollen Sie doch auf das Brot setzen. Ja, aber doch wegen See. Und darum kommt See auf der Blauschaum, nicht? So schöne Rosen. Ja, nicht? Bringt Sie Herr Fu mit einer auch so schöne Blumen mit? Mein Fru, ach Gott, wen Sie, Fräulein. Heike Henning. Fräulein Heike, ja. Ja, also ich weiß ja nicht, ob ich damit kommen dürfte. Aber sehen Sie, die hätte ja von oben unseren Silvester dabei, nicht? Vom Kaninkentochverein, Zimbria. Ach, woher wissen Sie das denn? Das habe ich mal gelesen. Ja, sehen Sie, mein Fru, der geht ja nicht noch so was, nicht? Und immer allein, das mache ich ja auch nicht, nicht? Doch hab ich gedacht, nicht? Han See nicht los. Also wenn Sie ein Kord hab ich ja wohl. Vielen Dank, Herr Fransen. Ja. Geben Sie mal her. Wenn ich Sie so einen Gefallen mit tun kann. Ach, das ist aber nett von Sie. Ja, Ja, dann muss ich nun mal die schönen Rosen in Boda stellen. ja, das nicht? mag Sie mal nicht. Ja, dann bist du oben. Nicht? Und ich war auf dem Platz für Sie frei holen, nicht? Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Also, ich glaube, der Insatz, der lohnt sich. Können Sie sich nicht versehen? Entschuldigen Sie, der Trepp ist ein bisschen eng für so eine Wirtschaft Wunderkinder, ne? Sie sind Sie nicht der junge Mann von gestern Morgen. Ja, darf ich mal fragen, was Sie hier zu sagen haben? Ach, dürft auf alles, was Sie wollen. Denn ich bin glücklich, ganz schrecklich glücklich. Da wird so ausgerechnet hier, Sie. Hier in meinem Haus. Jo, das geht nicht anders, denn
Hier in Hus, da wohnt mein Glück. Aber können Sie in Irrlei ja wohl nicht mehr begrieben, nicht? Was falls Sie denn ich bin ja wohl in den besten Jahren, nicht? Ach, nur mal nicht böse, Sie. Das passt nun so gar nicht zu mir Stimmung. Ja, aber Sie hätten mir immer noch nicht gesagt, was Sie hier zu sagen habt. Ja, ich wohne hier, wenn Sie das beruhigt. Nee, junge Mann. Also da falle ich ja nun nicht mehr auf, wenn ich kenne nämlich nun den Önermieter, jo. Nee, ich wohne wirklich hier. Da, wie mein Onkel in der Kummer. Die Brummer? Ja, so ist das. Ach so, nun war das aber reden. Also hier muckt ja wohl ein Hus jeder, was er will, was? Also als Beamter schall er ja wohl weten, dass das verboten ist. Ach, was soll ich denn moken, wenn ich einfach nicht bei der U-Treck ne? Also das wart wir ja noch sehen, nicht? Sie hört von mir, junge Freund. Also das ist doch wohl unerhört. Herr Dieter, Hallo, Fräulein Heike. Sie sehen ja so glücklich aus. Ja, das bin ich auch. Denken Sie mal, ich habe eine Stellung angenommen. Gratuliere, und wo? Nun holen Sie fast. Wie der Autoreparaturwerkstatt Seefeld in der Wohnungsstraße. Uns? Ich meine, Sie mit Vater? Ja, so ist das. Na, als was denn, um Gottes Willen? Na, als Kfz-Meister. Kfz-Meister? Ist das nicht prima? Dann kann ich mich Schwiegervater mal und nächster Nähe kennenlernen. Uiuiui, der hätte das oberirdisch. Ja, das hab ich auch. In meinen Öller hätte man nicht so viel Titel verlernen, ne? Und Sie, das sind ja auch nicht mehr die Jüngste, ne? Und ich hätte noch eine Überraschung. Ich hätte mir erlaubt, 2 Eintrittskarten zu besorgen für den Silvesterball. Vom Kaninkentochverein Zimbria. Was weten Sie da? Ach, das hätte ich mir so gedacht. Ach, würden Sie mit mir da hingehen? Das soll immer heil nett sein. Mein Onkel ist der erste Vorsitzende. Aber er soll nicht weten, dass ich da hingehe. Herr Seck, das ist doch nicht für mich. Das kann ich mir denken. Wo so das? Ach, bloß so. Ich danke auch vielmals für die Inladung, Dieter. Aber leider habe ich heute gar keinen Tipp. Ach, sech bloß. Und warum nicht? Dann will ich allen Inladung Heffe heute oben. Das hat mir auch denken können. Der Doktor von Großen Tankstellen Seefeld, der geht nicht um keine Grillbar, der geht auf eine Party oder sowas, ne? Er schon, Dieter, sehr doch. Aber mit dem ersten Förderer persönlich. Wie bitte, was? Ihr Onkel wäre so freundlich, mich inzulohnen. Mein Onkel hätt... Ach, darum will er mich nicht mithelfen. Und einen hätte ich noch von Schranken kriegen. Ja, das ist denn doch wohl, also... Ich bin eben der Typ für ältere Herren. Und mit denen waren sie... Nix durch. Hingehen durch natürlich mit See. Aber die Korten kommen wie ganz gut zu Pass. Wo tut er denn? Na, ein für Frau Bolt und ein für Frau Knopf. Ich will doch mal sehen, was die beiden Herren sich freuen, wenn sie so nette Dichtung sind. Das war ein Spaß. Ich will doch mal sehen, ob wir den Fußfrieden nicht auf den Ort wieder herstellen können. Und sehr gut, also mit mir. Aber richtig bitte. Die Gesichter von den beiden schweren Nütter möchte ich sehen, wenn die beiden Dom da andampfen. Ab mit, ich glaub, diese Amme nach losgeht. Nett. Ach, ist das nicht der? Oh, ich bin verlegt über beide Ohren. Ach, was schall da gut noch waren? Oh. Oh, pardon, ich glaube, ich bin verkehrt. Was bringt sich weg hier? Onkel Eber, was ist mit dir denn passiert? Wo hast du denn die Wortnoten? So, den hätte ich nicht abgenommen. Man braucht sich ja nicht öller mogen, als man ist, ne? Ach, ich bitte dich, Onkel Eber, du bist doch kein Konfirmand mehr. Was hält für Konfirmand? Ich bin ja nur auch noch kein Tadering Opa. Wie von Süstig ist hüt und do kein Öller mehr, ne? So, und nun komm auch hin und steh noch nicht so blöd rum, ne? Also man scheitert nicht für
Weihnachten? Na ja Gott, ich dachte so an Silvester. Ach, Frau Knob, der ist doch ein richtiger Engel. Na ja, verdient hätte das ja eigentlich nicht. Ach, loben Sie mal, Frau Knob. Jeder Mensch hat nun mal seinen Fehler. Ja. Übrigens, ich hab noch was zu sagen. Ach, bitteschön. Danke. Gott, was ist denn das? Ein Intrittskord für das Silvesterfest vom Kanetentochtverein. Hat Brummer mir für sie gegeben. Brummer? Und er will auch extra Platz für sie freiholen, hätte sie. Oh, nee, da geht nicht hin. Ja, aber warum denn nicht, Frau Knob? Der möchte doch auch mal in der Lüd. Und so an Silvester, na, da können sie doch schlecht allein lesen. Na ja, das wohl, aber... Und morgen ist doch Sünder. Dann brauchen sie auch keine Zeitung zu drehen. Oh, nee, das geht nicht, das geht nicht. Ja, und natürlich tun sie das. Der können Brummer doch nicht vom Kopf stöten. Und dennoch wie zum Gefallen. Ich gehe da nämlich auch hin. Na ja. Gott, ich hab gar nicht anzutragen. Ich bin albern, Knob. Aber wie Friseur bin ich auch nicht fest. Da ist doch noch tief noch. Bitte, Frau Knob. Oh. Aber wenn man bloß sagt, dass sie doch nicht so allein sind. Natürlich, bloß mein Weg. Wusste ich doch, dass sie mir nichts abschlugen können. Gott, was träg ich bloß an, man ist ja nicht instät auf sowas. Gucken Sie, Frau Knob, wie wart Albert finden Sie? Langsam, Inschenkung, weil ich muss mich bloß mit Zigaretten holen, ne? Du, Onkel Ewald, Ja, was ist? der Weihnachtsmann ist eben hier gewesen. Du, steht eben vor der Tür. Das hätte sicher, wo wollt du hinstellen? Der ist ja immer so besorgt um mich. Der schmecken aber prima. Der lohnt es mal gau wegputzen, bevor der Kaffee kalt war, wa? So, dann kommen Sie mal. Da wohnen Sie. Ja, sind Sie vielleicht von der Polizei? Nein, von der Heilsarmee. So, von der Heilsarmee. Guck an. Ja, das ist ja auch mal richtig, ne? Dass Sie sich so ein bisschen um eine alleinstehende Frau kümmern tun, ne? Sie steht ja ganz alleine und dann ist das ja nett, wenn Sie die so ein bisschen unter die Arme greifen tun, ne? Also sonst verdient hat sie das ja eigentlich nicht. Gute Frau. Ja. Ich habe Sie gebeten, mir zu sagen, wo Frau Knut wohnt und Ja. sonst nicht. Und jetzt lassen Sie mich bitte alleine, ja? Naja, ich mein ja man bloß, ne? Gott ist ein hauchnäsigen Kerl. Oh, Herr Seefeld. Guten Tag, Frau Knut. Sie wundern sich gewiss, dass ich zu Ihnen komme. Ja. Nee, ist da was? Hätte ich die Kontorräume nicht sauber genug gemacht? Reden Sie nicht solchen Unsinn. Sie wissen ganz genau, weshalb ich hier bin. Ja. Nee, keine Ahnung. So, nicht? Na, dann werde ich es Ihnen sagen. Darf ich hier mal rankommen? Ja. Nee. Nein, nicht. Die misst halt alles auf den Kopf. Schön, dann werden wir das gleich hier zwischen Tür und Angel erledigen. Wo ist meine Tochter, Frau Knut? Ihre Tochter ist es weg? Tun Sie doch nicht so, als wenn Sie nicht genau wüssten, dass meine Tochter seit 3 Tagen spurlos verschwunden ist. Nach meinen Informationen hält sie sich hier bei Ihnen auf. Wie mir? Frau Knob, Sie haben sich immer schützend vor meine Tochter gestellt. Aber in diesem Fall erscheint es mir höchst unangebracht. Sagen Sie mir bitte sofort, wo meine Tochter ist. Hier, gestrenger Herr Vater. Also doch. Frau Knob, Sie brauchen ab Montag nicht mehr bei mir zu erscheinen. Verstanden? Sehr wohl, Herr Seefeld. Und du, pack sofort deine Sachen und komm mit mir. Da irrst du dich, das tue ich nicht. Du weigerst dich, mit mir zu kommen. Wie du gehört hast. Was ist eigentlich in dich gefahren? Packst Hals über Kopf deine Sachen, verschwindest, um hier in eine Mietskaserne einzuziehen. Ich wundere mich.
dass du das bei all deinen geschäftlichen Verpflichtungen überhaupt gemerkt hast. Meine Tochter in einer Mietskaserne. Ja, in einer Mietskaserne, in einer winzig kleinen Dachkammer. Aber ich wohne hier mit Menschen zusammen, die ein Herz im Leibe tragen. Menschen, die auch mal von was anderem reden können, als immer nur von den Geschäften. Du vergisst, dass du Verpflichtungen hast, mein Kind. Das sagst du mir? Hast du denn auch schon mal daran gedacht, dass du Verpflichtungen mir gegenüber hast, als Vater? Ich habe meine Eltern noch nie richtig kennengelernt. Wie ich unseren großen Betrieb hasse. Wie schön war es damals in unserer kleinen Werkstatt. Jeder Mensch ist schließlich bestrebt, im Leben weiterzukommen und es zu etwas zu bringen. Dagegen habe ich auch nicht. Aber es gibt da Grenzen. Du kommst also nicht mit. Unter diesen Umständen, nein. Schön. Du bist mündig und musst wissen, was du tust. Zwingen kann und will ich dich nicht. Tue also, was du für richtig hältst. Glaube aber nicht, dass du auch nur einen Pfennig von ihr bekommst, solange du nicht zurückkehrst. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Schön. Überlege. Glaube aber nicht, dass ich diesen Weg noch einmal mache. Noch steht dir mein Haus offen. Es könnte aber einmal zu spät sein. Wiedersehen. Wie wohlverhalten. Nee, Kuhknob, ich will nicht Leber. Ich blieb hier. So. Nun loben Sie uns vergeten, was Sie der Punkt sind. Der Kaffee war gut. Och, entschuldigen Sie, ist Herr Brummer nicht da? Ich bin da drauf. Gott, ja, nun seh ich das erst. Aber irgendwie haben Sie sich verändert, ne? Haben Sie das eben gehört, Herr Brummer? Was? Na hier, ein Dynamiter ist gar kein Dynamiter, sondern Dynamiterin. Ja, jo, das ist so ein junge Tieren oder so was, ne? Genau kann ich das nicht feststellen, ne? Aber das hat eben bösen Krach gegen hier. Warum das denn? Warum? Das weiß ich nicht. Ich hätte das nicht eins mitkriegen, ne? Aber so viel ich gehört habe, hätte sie ein Kind mit ihm. Ja. Sie sehen nämlich so was an. Du hast dich nie um deine Tochter gekümmert und du hast auch Verpflichtung als Vater. Was denkt sie da, Tochter? Ne, was gibt das bloß für Lügen, ne? Och nein, nun seh ich das ja erst. Sie hat ja erboren. Seid ihr aber ganz, ja. Also ich kann mich ja denken, wie das zusammenhängt, ne? Heißt er nämlich Assong Generaldirektor. Naja, und seines Wissens Sekretärin wegen, ne? Naja, und dann ist das passiert. Man wird ja wie so was gar nicht. Nee, also mit so einem Mensch wohnt man nun in einem Haus, was? Denkt sie an mich, Hörbrummer. Das tut nicht lang und wir haben hier das reinste Freudenhaus. Ja. Obwohl, da kann ich mich ohne denken, was sie doch erzählt. Ob mir hat Fräulein Heike den allerbesten Eindruck gemacht, ne? Das schien mir ein ganz nettes Ding zu sein. Ja, das war wie denn so sein, ne? Ja, ja. Glaubt Sie mir, Mann, ich kenn so was, ne? Möchten Sie den Bord nicht mehr, oder Ja, warum haben Sie am Hafen noch, ne? Ja, Sie doch so viel Bilder Ja, gut, ja, ne? ja. So, ich muss nun runter. Nur sehen, ob du Spring den Mann kennt, ne? Die kriegt ja immer alles mit, was hier los passiert, ne? Ja, apropos, Ja, ob Sie wohl einen Teller wieder mit runter nehmen? wie Teller. Ja, von den Berliner, die Sie mir vor der Tür gestellt haben, ne? Hat prima schmeckt, jo. Dieter, gibst du mir mal den Teller von Frau Bollenhut? Dieter? Was ist das denn für Dieter? Das ist mein Neffe, der ist hier zu Besuch im Augenblick. Oh, wo schön für Sie, Herr Brummer. Der sitzt ja nun nicht mehr so alleine. Hat Sie denn so viel Bettplatz? Jo, ich hätte verloren auf die Komma, ne? Ach, du das Schlöckchen. Na. Na, Onkel. So, Frau Boll, und nochmals vielen Dank. Doch, doch nicht gehört, ne? Hat prima schmeckt, jo. Ja, ja, wenn ich back, ne? Ja.
der Knopsche erzählt. Der schenkt in Berliner. Das ist schon gediegen. Bitte? Oh, sind Sie die Unermieterin von Frau Knof? Richtig, Roden. Ach, süß. Du hättest Frau Knof ja mal richtig Glück gehabt, ne? Dass sie so ein nettes Fräulein zu mir kriegen hat, ne? Ja, ich sag ja. Frau Knof weiß einfach, sie hier in Hus nimmt, ne? Ist sie der Hus der Beste? Wollen Sie erst brechen? Ach nee, das danke ich neulich nicht. Ich will bloß kaum den Teller abgeben vom Brummer, ne? Ihr lernt auch vielmals danken für die schönen Berliner, ne? Ach, Südor, der wird Frau Knof, ne? Hätt sonst nicht viel gestackelt, ne? Und dann gibst du noch ab, wa? Ja, ich sag ja, geht ja nix über Gaudehusgemeinschaft, ne? Ja. Da hättest du recht, Frau Boll. Ja, das sagt sie mal nicht. Fräulein, was wäre denn eigentlich für ein Herr, der für eine hier wäre? Der sei schon richtig nett, ne? Herr? Ja, so lang ist es, ja. Ja. Hey, Ja. der wäre von der Kriminalpolizei. Von der Kriminalpolizei. Ja. Aber ich glaube, der wäre hier verkehrt in Fuß. Ja. Er schnackt so was von Anzeige wegen übler Nachrede und Verleumdung und so ein Krumm. Sie, du schnackt hier voll. War das nicht alles gibt, ne? Der mag ja bloß so weg. Das möchte ich auch mal wissen. Aber sie werden ja so lieb mit ihm. Ja, denken Sie denn, ich glaube, der Lüd hier in Fuß beleidigen? Nee. Auch wenn Sie von der Polizei sind, der dürfen noch lang kein unschuldigen Menschen verdächtigen. Nee, also das gibt's nicht, ne? 1, 2, 3 hast du doch ein was an. Ja. Und dann warten wir noch ins Bad. Gut, 3 bis her, ja, top, du kriegst das Ach so. Drei Befehle. Fräulein, ich hätte das gar nicht gehabt, ne? Ich glaube, ich muss mich mal besser hinlegen. Der ohne Migräne. Voll. Was ist? Hätte ich ja fast vergessen. Ja. Ich will es gleich abgeben, zum Trampen. Was ist das denn? Ein Intrittskord für das Silvesterfest in der Harmoniehüt oben. Als Anerkennung. Die seid immer so schön auf einen zu aufpassen tut. Oh. Er will auch extra einen Platz für Gespräche Oh, und Nette sitzen. süß, ne? Also das finde ich ja nun nett von ihm, ne? Naja, Hingo kann man ja eigentlich mal, ne? Niemand hätte ja nachdenkt, ja. Ja. Na, der Mann rennt vergnügen, Frau Boll. Jo, danke. Also das hat ja nun nicht dran von den Augen Franzen, ne? Naja, ich sag ja. Ich habe verlangt, Marc, der hätte auch auf mich genommen. Und der immerhin Schlachtermeister. Aber der andere ist so, mit der Kriminalpolizei, ne? Junge, das kann ich noch vergeben. Naja, man ein Glück, dass ich doch nichts mit tun habe.